Hello Guys zur vierten Folge und damit auch zur vierten Welt von Bomberman DS. In der letzten Folge haben wir das Piratenschiff zerlegt und haben ganz knapp einer bösen Attacke vom Boss ausweichen können. Heieiei. Und hatten aber leider kein Hardcore Achievement in der dritten Welt, sondern nur das Achievement, dass wir es einfach beenden. Das schaut jetzt wieder ganz anders aus in der Welt 4. Hier dürfen wir nicht sterben. Man habe ich sowieso nicht vorgehabt und das haben wir bisher ganz gut durchgekommen. Von dem her starten wir einfach direkt rein. Hier ist ein Kakteen. In der Wüste die Blöcke. Gut, ich meine, Wüsten-Theme macht Sinn. Ich finde, der Boden schaut ganz cool aus eigentlich. Der wirkt wirklich so, als dazu auf dem Sandlaffer. Natürlich wieder ein angepasstes Musik-Theme auch. Sehr, sehr schöne Sache. Ich habe jetzt gar nicht so richtig auf die Gegner aufpasst. Ich habe einfach mal rumgeschossen und einfach aus den ein paar gekillt. Oh, da ist eine Kaktusdame. Lol. Au. Boah, jetzt habe ich kurz reagieren müssen, weil ich nicht wusste, was ich jetzt machen soll. Aber wir haben es gerade geschafft. Das war jetzt so ein peinlicher Tod gewesen. Alles gut. Letzter Block. Letzter Kaktus. Leben. Nehmen wir mit. Obwohl das 9 Leben Achievement immer noch nicht getriggert hat. Keine Ahnung warum. Dann müsst ihr vielleicht langsam echt mal schauen. Oder ihr wartet einfach bis zum Ende des Games. Vielleicht sollen wir einfach nur am Ende 9 Leben haben. Wenn wir das Spiel abschließt. Keine Ahnung. Aber das werden wir dann schon noch sehen. Gibt ja nichts, was ich nicht gelöst habe bisher. So, das ist eine klassische Falle, wo die Gegner einfach nicht rauskommen. So eine Konstruktion sind natürlich sehr, sehr zu empfehlen, aber ist manchmal nicht ganz einfach. Ist natürlich auch mit ein bisschen Risiko verbunden, weil du ja sehr enge Bomben platzieren musst und nah am Gegner dran bist. So, den haben wir auch. Double KO. Ja. Schaut gut aus. Ey! Mit diesem Tempo? Tempo und nochmal Tempo. Kann man sich echt nicht beschweren. Ah, ihr seht schon, wir werden hier limitierter vom Platz her. Wir müssen dem vorgegebenen Weg folgen, weil wir ja die Labyrinthblöcke nicht zerstören können. Oh, was ist denn das für eine Maske? Ah ja, genau. Die zerstören, oder die, wenn man die anschießt, dann haben die wieder 2 Hits. Oder 2 Leben, besser gesagt. Mhm. Genau so. Geil. War gut, wenn der Gegner auch gleich verreckt. Weil der so nah am Ziel ist. Alter, wir haben nur eine ganze Ebene hier vor uns. Aber die Gegner sind schon geklärt. Was ist denn da los? So. Natürlich wieder alle Items einsammeln. Mitnehmen. Wunderschön. Schon sind wir wieder durch. Ich glaube, das war eine ziemlich gute Entscheidung, eine Welt pro Folge zu machen. Aber die vielleicht manchmal ein bisschen zu schnell durchkommen, habe ich das Gefühl.
Aber ich glaube, das nimmt ein bisschen Würze, bevor ich jetzt so ewig lang rumscheiß und nichts gebacken krieg. Was war's, das nimmt ein bisschen Würze. Es bringt ein bisschen Würzerei. Würze nehmen war halt ja scheiße. Aber gut. Ich bin ja euer Bomberman DS-Veteran. Ich habe jetzt mit Absicht DS gesagt, weil in den anderen Teilen bin ich nicht so versiert, beziehungsweise habe nur einen anderen Teil in Besitz. Und der, muss ich leider sagen, der war wirklich nicht gut. Ich habe nur nebenbei ganz durchgespielt. Ja, okay, vielleicht können wir jetzt da wieder sagen, den Tag nicht vom Abend loben, sprich, das Game nicht vom Ende loben. Aber es gibt Gründe, warum ich das Spiel nicht so geil finde. Ist nur die Frage, ob ich jetzt Song sehe, während das ist. Ja, eigentlich schon. Es handelt sich hierbei um Super Bomberman R für die Switch. Das hat leider wirklich ein paar Mankos. Vor allem, dass das Game so komische 3D-Sicht hat. Das ist so komisch. Ich meine, hier seht ihr ja richtig gut. Gerade Raster, die du mit dem Steuerkreuz, jetzt sage ich es nochmal, mit dem Steuerkreuz vom Nintendo DS spielen kannst. Aber in dem anderen Teil, in dem neueren da ist es so komische schräge Ansicht und so komisch 3D und ich weiß nicht, das ist halt leider nicht gut. So, wir uns direkt mal eine Zeitreihe. Und die Apple Bomb. Ich weiß auch nicht, was das war. Aber ich bleib bei Apple Bomb. Free Kill, darf ich mal sagen. Schon wieder Free Kill. Ja, es macht auf jeden Fall Sinn bei diesen Leveln, bei Level 5 oder 9. Also einfach den Leveln vom Boss. Oh shit. Die Durchdringungsbombe zu verwenden. Jetzt ist mir gerade nur aufgefallen, dass wir hier ein bisschen eine ungünstige Stelle haben. Wie ihr vielleicht schon seht beim Ziel, da sind Kakteen, die ich ja gern abräumen würde, um zu schauen, ob da Items drin sind. Aber wir haben ja die Durchdringungsbombe. Das ist schlecht. Gut. Wir haben es aber dann noch mehr regeln können, indem wir einfach eine andere Bombe verwenden. In dem Fall die lascheste. Denn diese Bombe haben wir nur einmal. Danach, die anderen 7 Bomben sind normale Bomben. Und was kann diese Bombe? Naja, die hat einfach volle Power von 8. Wir haben auch volle Power von 8. Also, das bringt wirklich nur was, wenn du keine Feuerkraft mehr hast. Aber die haben wir ja. Und deswegen können wir die für so einen Zweck verwenden. So, jetzt. Im Bonus können wir natürlich wieder keine Items verwenden und ich habe schon wieder vergessen, umzuschalten auf die DS-Ansicht. Naja. So ist es eben manchmal. Wieder Fettbonus abgecasht. Wie schaut es denn da momentan eigentlich aus? Oh, ja. Speed war schon immer das, was am rarsten war. Das heißt, da müssen wir wirklich gut haushalten. Sollten wir wirklich mal verrecken. Was wir in dieser Welt laut diesem Achievement hier definitiv nicht dürfen. Sands of Immortality. Ich würde sagen, dann machen wir einfach mal ganz normal weiter wieder. Und machen direkt noch Free Kill. Der darf uns nur nerven. Der darf uns wirklich richtig nerven und Stress machen. Sehr, sehr viel Stress sogar. Ja, dann können wir den ja gleich mal noch. Oh, wir haben wieder sehr viele Masken und zwar haben direkt 2 gekillt. Geil! Ey, die Masken sind ja mit die nervigsten Gegner eigentlich, aber die haben hier nichts zum Haten gehabt.
Oh, das nimmt jetzt natürlich ein bisschen Zeit. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Das war Reaction. Habt ihr gesehen, was ich gemacht habe? Also natürlich habt ihr gesehen, wenn nicht, dann spult ihr nochmal zurück, verdammt. Oh mein Gott, wir waren fast verreckt. Weil ich ein bisschen zu weit gegangen bin und die Bombe schon zu früh platziert habe. Okay, wir scheißen jetzt auf den anderen Kaktus, oder? Oder na? Den kriegen wir schon. Perfekt. Ich habe mich mit der Bombe eingeschlossen, was ich die ganze Zeit gemacht habe. Es ist fucking gefährlich. Und ich habe in letzter Sekunde gerade nur auf ein Zusatzleben gedrückt. Alter. Und das ist völlig okay. Für sowas haben wir diese Items. Wie gesagt, das war halt jetzt unser Achievement gewesen. Ich glaube, ich sollte ab jetzt ein bisschen safer spielen. Zumindest in dieser Welt. Damit das Achievement ja in unserem Besitz ist. Okay, Core Spawn Trap. Naja, oder vielleicht fast Spawn Trap, weil das sind ja die Gegner, die durch die Blöcke kennen. Und ist schon echt assi. So, wie bist du jetzt schon zweimal ausgewichen? Das ist doch einfach nur lächerlich. So. So, und da ist die Ratte. Die einfach nur Richtungswechsel betreiben kann, indem sie auf eine Sackgasse stößt. Mehr kann die nicht. Boah, es wird manchmal schon recht heiß, wenn man da so zwischen zwei Bomben steht. Okay, die Maske möcht's wissen. She dead now. Maske? Nein. Schade, die hat nur mal gewendet. Vielleicht killen wir den Gegner gleich. Ja. Nice. Level 8 schon. Hey Mensch, wir rushen hier durch. So, bei Level 9 müssen wir wieder mehr aufpassen und ich glaube, da gibt es wieder aber Power-Ups zum Einsatz, denn ihr wisst ja, die sind crazy, oftmals auf geringem Space und sehr, sehr viel Blöcken mit Gegnern natürlich. Zack. So, die Münze. Auch wenn mir mal ausgeht wie eine Münze, aber was kann denn das eigentlich sein? Ein Aztekentaler. Wobei wir sind in der Wüste. Ja, okay. Azteken und Wüste ist jetzt gar nicht mehr so weit hergekommen, gell? Aber Snack. Oh, das sind ja nur ein Haufen Gegner. Hey, jetzt geht's aber los. Und wir haben ihn gekillt, auszusehen. Das macht doch Laune. Da kommt doch Laune auf, Leute. Ich darf nur nicht zu cocky werden mit den ganzen Bomben aneinanderreihungen. Und ich merke, wir kämen sehr nah an die Million Punkte, was sehr geil ist, weil wir müssen ja Millionen Punkte sammeln. Wir müssen eigentlich sogar 2 Millionen sammeln, aber das weiß ich nicht, ob ich schaffe. Müssen wir mal schauen. Ich darf dieses Game nur ungern auf Beaten lassen, sondern da so wirklich gern mastern. Okay.
Der uns gleich mit 2 Uhren eine. Und weil es dieses Achievement ist, ein extra Leben. So nämlich. Wir schauen mal, was passiert. Let's go. Okay. Nein, es ist recht übersichtlich. Mhm. Erster gekillt. Naja, das machen wir jetzt nicht, weil ich möchte das Schild nicht zerstören. Ah ja, perfekt. Dann halt so. Schlaf ganz gut, würde ich sagen, oder? Direkt extra Leben zurück. Das heißt, wir haben uns wieder reingewirtschaftet. Ein extra Leben. Ein extra Leben für die Achievements, die immer noch nicht getriggert haben. Vielen Dank dafür. Die Brille. Ist wieder sehr, sehr schnell gegangen alles. Aber Leute, ich weiß, ich habe noch nicht viele Items benutzt, aber die kämen noch. Keine Sorge. Und spätestens im Kampfmodus. Genau, da gibt es ja einige Achievements. Das sind sogar mehr Achievements als im Story-Mode. Aber gut. Boss. Wir nehmen unsere Kontrolle. Dann ein extra Leben. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, was das für ein Boss wird. Es kann sein, dass Bosse recycelt werden übrigens, so ein bisschen schwieriger gemacht werden oder so, aber im Prinzip das gleiche sind wie ein Vorgänger. Ich nutze jetzt zum ersten Mal die ganzen Timing-Items. Die habe ich ja das letzte Mal schon erklärt, was die alle so drauf haben. Wir sind jetzt sozusagen eine gewisse Zeit lang wirklich invincible. Okay, wir kämpfen gegen diesen verrückten Kaktus-Fuzzi. Problem ist, wir wissen nicht, wie lange wir invincible sind. Es ist nur eine gewisse Zeit lang. Ich gehe jetzt einfach mal fett drauf und mach... Wir haben sie. So auf komplett lächerlich einfach. Ich habe die richtig gedisrespected. Oh ja, das war wichtig. Das war wichtig. Und das ist eine Bombe. Aber die haben wir leider nimmer gekriegt. Ist aber okay. Ich bin einfach in die Bomben drin gestanden die ganze Zeit. Aber Leute, so macht man halt die Achievements. Was soll man denn sagen? Wir haben die Wüste geklärt. Sie ist wieder hell und nicht mehr so düster und dunkel wie vorher. Aber jetzt wird's düster und dunkel. Friedhof. Wie es da weitergeht, zeigt sie in der nächsten Folge. Die ist in der Endcard. Sobald sie online ist, Bewertung nicht vergessen. Vielen lieben Dank dafür. Bis zum nächsten Mal.